Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute klären wir die Frage, wie das mit dem Pfand eigentlich funktioniert. Genau, viele von uns nutzen es regelmäßig, aber wie genau läuft das ab? Also, in Deutschland gibt es das Pfandsystem, um die Rückgabe von Flaschen und Dosen zu fördern. Ja, das Hauptziel ist es, die Umwelt zu schützen und den Recyclingprozess zu unterstützen. Wenn du ein Getränk kaufst, bezahlst du zusätzlich einen kleinen Betrag, das ist der Pfand. Und diesen Betrag bekommst du zurück, wenn du die leere Flasche oder Dose wieder abgibst. Meistens gibt man sie in einem Automaten im Supermarkt oder Getränkemarkt zurück. Die Maschine erkennt die Flasche oder Dose und druckt einen Pfandbon aus, den man dann an der Kasse einlösen kann. Aber nicht alle Flaschen sind pfandpflichtig, richtig? Richtig, es gibt Einweg- und Mehrwegpfand. Einwegflaschen sind meist aus Plastik oder Aluminium und der Pfand beträgt in der Regel 25 Cent. Mehrwegflaschen, häufig aus Glas, haben einen niedrigeren Pfandwert, oft zwischen 8 und 15 Cent. Und Mehrwegflaschen werden gereinigt und wiederverwendet, was umweltfreundlicher ist. Das stimmt. Übrigens, das Pfandsystem gibt es nicht nur in Deutschland. Andere Länder haben ähnliche Systeme. Ja, aber die genauen Regeln und Beträge können variieren. Genau, wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wie wir durch das Pfand einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Und wenn jeder mitmacht, kann das eine große Wirkung haben. Absolut. Und jetzt sind wir gespannt, wie handhabt ihr das Pfand? Habt ihr Tipps oder Erfahrungen, die ihr teilen möchtet?